Baumhaus. «So, kommt ihr jetzt?» rief der Grossbruder, der schon am Gartentürli mit dem Leiterwägeli voller Bretter, Hämmerli und Nägel steht, seinen 2 kleineren Schwestern zu. «Ich komm ja grad. Das Mal packe ich genug Proviant ein. Und ich muss nur noch schnell mein Baby holen.» «So, jetzt aber los!» Der Grossbub ist schon voller Tatendrang. Nachdem die 3 Geschwister im Wald dank dem Zwerg mit dem langen Bart einen richtig verzaubernden Nachmittag erlebt haben, haben sie sich nämlich entschieden, an ihrem neuen geheimen Örtli ein Baumhaus zu bauen. Und zwar direkt beim grossen Baum vom Zwerg. «Puh, helfet mir doch mal! Der Wagen ist ganz schön schwer und der holprige Waldboden macht's nicht einfacher.» «Ja, ich schieb. Gleich haben wir's geschafft.» Das Kleinste rennt schon wieder zum weichen Moosplätzli, wo auch schon die Sonne drauf scheint, sammelt ganz viele Blättli und baut daraus ein Blätterbettli für ihres Baby. «Mein Baby muss es schön weich und kuschelig haben.» Jo, schon klar. Du machst ein Blätterbett, deine Schwester klettert auf den höchsten Baum und ich darf den Wagen ausladen. Das Chipsli hat die 3 natürlich schon gehört. Es kommt so schnell, wie es nur kann, von seinem Astloch, von Ast zu Ast, bis runter zu den Wurzeln vom grossen Baum, wo der Zwerg wohnt. Er reißt die Türen auf und rief aufgeregt: «Schnell! Schau aus dem Fenster, die Kinder sind wieder da!» «Hui!» mein Bart kützelt. Die 2 freuen sich wie verrückt. «Du Zwerg, was habt ihr denn da alles dabei?» Das sieht aus, als würden sie etwas bauen.» Die Kinder sind aber flissig», findet das Chipsli. Auf einmal hören die 2 Mädchen etwas plätschern. «Wollen wir mal zusammen güchseln? Ich habe das Gefühl, ich höre einen Wasserfall», meint das grössere Mädchen. «Oh, ein Wasserfall! Schnell, komm!» «Gehen schon mal schauen, ich bin gerade so schön am Bauen», meint der Grossbub und hämmert kräftig drauf los. «Boah, schau mal, wie schön der glitzert», findet die grosse Schwester. «Da würde ich am liebsten reingumpen.» «Nein, mach das nicht, dann bist du ja platschnass.» Plötzlich hören sie im Gebüsch ein Rascheln. Sie sind sich gerade ein bisschen unsicher, ob sie schauen sollen oder lieber wegrennen. Wo sie dann aber 2 Hörner sehen, rennen sie so schnell sie nur können davon. Zurück zum Baumhaus, zum grossen Bruder. Komm schnell, da hinten ist ein riesen Tier mit Hörnern.» «Was?» Vorsichtig schleichen sie alle 3 mit einem mulmigen Gefühl im Bauch zum Wasserfall, verstecken sich hinter dem Gebüsch und güchseln oben durch. «Psst! Ganz leislich«, meint das Kleinste. «Das sind doch keine Hörner, das ist ein Geweih.» Sie staunen nicht schlecht, wo sie auf einmal einen grossen, stolzen Hirsch sehen. Der Wasserfall hat ihn hierher gelockt. Er hat sicher Durst gehabt. Wenn wir jetzt ganz leislich sind, verscheuchen wir ihn nicht. Dann können wir ihm noch ein bisschen zuschauen. Auch der Zwerg und das Chipsli haben sich hinter dem Gebüsch versteckt. «Chipsli, ich habe eine Idee.» Und schon fängt am Zwerg sein Bart an zu kützeln und seine Nasenspitze wird ganz rot. Was denkt ihr, was der Zwerg echt vorhat? Die Kinder staunen immer noch. So ein grosses Tier sieht man nämlich wirklich nur ganz selten im Wald. «Oh», schnauft der Grossbub. «So ein Baumhaus zu bauen, ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Gar nicht so einfach. Wir sollten, langsam zurück.» Aber schau auch hier, wo sie zurückkommen, stehen sie vor einem super tollen, fertigen Baumhaus mit roten Vorhängen und einem Kessel als Flaschenzug. «Boah, das ist das coolste Baumhaus, das ich je gesehen habe.»
Juhui, sagt das grosse Schwesterli und klettert an den höchsten Punkt vom Baumhaus, während das Kleinste nur noch so strahlt und ihres Baby ganz fein ins Kessel lüpft. »Meint ihr, das ist wirklich Zauberei?« fragt sie. Sie nicken sich freudig an und sind sich einig. Natürlich. Ja, und der Zwerg spürt, wie sein Bart vor Freude grad wieder ein Stückchen wächst.